paar Worte über eine Question parlamentär, die der Gestalt hat, ohne ich wahrscheinlich selber vorstellen zu können, wie eine Lawine von Reaktionen sie gibt, Lasttrippeln oder ehren ich mich durch. Ich schwätze natürlich von der Question parlamentär über ein Deplacement an Vakanz von der Staatssekretärin Klosenem am Denkst von. Ich meine, wir haben als Partei nicht als Rolle als Opposition gespielt, und ich meine, es war einfach Obrot für die Question parlamentär dort zu stellen. Natürlich wusste ich nicht, dass da so eine Lawine die Flass lesen, ich meine, stelle den an meiner Zeit, wo ich Deputat bin, ich pro 100 Question parlamentär gestellt habe. Ich war selber überrascht, wie groß der Teil die Reaktion aus der Population aus dem Volkskreis war, wie die reagiert. Und ich meine, dass als Politiker die Reaktion, die von den Leuten kommt, muss ganz echt. Ich gebe so, dass das doch den Ausdruck als von einem Sinneswandel, den an der Population ging. Das beweist, dass die Leute haut die Politik viel mehr kritisch gucken, aufpassen, was an der Politik geschieht. Es beweist aber auch, dass die Leute am Land immer mehr Leute gehen, denen es nicht mehr so gut geht, die Probleme haben, auch für über Tonnen zu kommen, und dürfen das auch nicht mehr wollen tolerieren. Ich gehe so eine Zeit, wie die Leute nach generell besser gegangen ist, hätten sie vielleicht echt akzeptiert, wenn Minister mit ihrem Auto an die Vakanz fahren oder nicht, oder etwas machen, heute akzeptieren sie das. Von einem Malaise in dem Sinne. Also Malaise, den an der Gesellschaft, dass den dort zum Ausdruck kommt. Und ich meine, wenn ihn dann auch noch eine neue Regierung hat, die will so, und wir müssen alle gut spuren, wir wollen mehr Transparenz an die Politik kriegen, dann dürfen sich nicht auf die Reaktion vom Volk wundern. Und muss ihn, meine ich, aber auch die Reaktion als Politik echt. Die Regierung hat ja auch direkt reagiert. Der Justizminister Bratt soll loban de paar Wochen dem Ministergesetz vorlegen, an dem auch die Frage von Deontologie geklärt ging. Aber ist Deontologie eine Sache, die gesetzlich regelt? So? Es so ein Politiker muss Deontologie an sich schon. Ich habe froh von Fanger Spitze gefühlt. Ja, ich meine, wir wissen, dass man als Deputierte vom Volk gewählt sind, für das Volk zu schaffen. Wir sind da für zu dingen, dem Volk, und nicht für zu profitieren am Namen vom Volk. Und dafür meine ich, es ist ganz normal, dass als Deputierte selber, ich meine, ich mache mein Leben lang Politik, ich bin ja nie an den Code Deontologie gegangen, der wie statt oder der wie statt. Ich meine, die Deontologie muss ihn an sich. Und dass Politik allerdings haut geht, also sie mir märchenlose Code Deontologie, das ist am Anfang ein Beweis, dass Politik nicht mehr generell sich ihre Responsabilität bewusst, dass die als ein politisches Mandat hat, was den dann auch als Responsabilität und als Beispiel muss an sich schon an dürfen bedauern. Ich denke, mich auf der anderen Seite so, ich fand nicht, dass das geht, muss man so eine Code Deontologie kriegen, wo ich auch so... Schon bei Jorin. Und ich bin so wohl der Meinung, dass das für den Staat, für die Regierung, wie für Deputierte, wie für Funktionäre, und an meiner Meinung noch für die Gemengen, wenn man so Code Deontologie machen, dass das muss eine gesetzliche Basis geben. Kann also nicht sein, dass eine Regierung in sich eine Code Deontologie möchte, und sich dann noch wahrscheinlich eins geht, und dass keine gesetzliche Basis gibt, und dann hat nur alles, was sie möchte, so man steht an Code Deontologie, es sterbt. Und ich bin der Meinung dafür, dass das für alle gute muss eine gesetzliche Basis geben, dass das muss öffentlich diskutiert gehen, und auch vom Parlament muss dezidiert gehen, wie alle anderen Gesetze. Da kriegt es viel mehr eine hohe Valeur, und das ist auch sichergestellt, dass das nicht, wie ich gebe so eine Kameradenrepublik, und sonst kann man gehen als Code Deontologie, mit dem man gut leben, und darüber brüsieren wir dann immer in Zukunft von der Beschiffung, so wir dürfen das. So kann es nicht sein. Es muss eine gesetzliche Basis kriegen. Was ist dann der Code von den Deputierten drin? Man mir hun méch spät wie haut dem Moien an der Reglementskommission desideiert, dat man vom 29. Januar run zur Summe mat der Institutionskommission, die an der Legislaturperiode schon ein gut Vierbicht Code Deontologie wat Deputiert überlang gemäht huet, dat man mat der Institutionskommission vom 29. Januar zu summen, lo werden de Code Deontologie auch mit Sanktionen dran werden ausschaffen, parallel mit der Regierung, für das alles nach diesem Jahr kann gesetzlich greifen.